Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück. Nächste Folge Minecraft. Letztes Mal haben wir ja da alles ein bisschen umgebaut, ein bisschen umgestaltet. Ich habe mich da mit dem Kartentisch ein bisschen, nicht so angefreundet. Und habe dafür jetzt mich ein bisschen schlau gemacht, wie wir das Ganze machen mit dem Kartentisch, wie auch mit dem Brauen. Und zwar muss ich für das, jetzt muss ich gerade schon schauen, wenn wir da, glaube ich, das Zeug da raus, oder? Ich muss mal schon schauen. Kann mir das schnell plus minus merken. Und zwar müssen wir da schnell. Ich bin mir gerade mega ungewohnt, weil da nochmal ein Tisch steht. Nicht steht plötzlich da hinten. Müssen wir nämlich ein fermentiertes Spinnenauge machen. Für das brauchen wir ein Spinnenauge, einen braunen Pilz. Haben wir überhaupt braune Pilze? Jetzt müssen wir braune Pilze schnell sammeln. Ich glaube, so braune Pilze haben wir gar nicht. Haben wir Pilz? Wir haben gar keinen Pilz. Okay, aber dafür weiss ich jetzt, wie wir den Trank herstellen müssen, um können, die Villager wieder beleben. Also wieder beleben, würde ich jetzt mal sagen. Das, den Zucker, machen wir dann aus dem Zuckerrohr. Können wir da ja schon mal einen Teil parat machen. Ein Schusspulver habe ich mitgenommen. Nein, wir brauchen da noch ein Schusspulver. Ist mega kompliziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit dem ganzen Spinnenauge muss ich auch noch mitnehmen, ja. So. Dann können wir das hier unten schon mal alles parat machen. Wir brauchen ein bisschen Zucker. Ja, nicht allzu viel. Machen wir mal so 12 Stück an Zucker. Der Rest kann wieder verräumen. Und dann brauchen wir nämlich nachher das da und noch braune Pilze plus noch Schiesspulver. Also das da, Zucker, braune Pilze und nachher noch mit Schiesspulver und dann brauchen wir noch Fläschchen mit Wasser. Und dann haben wir endlich geschafft, die Tränke herzustellen, mit denen wir würden unsere Villager können zu Leben erwecken. Also damit wir sich von Zombies umwandeln in normale, liebe Gestalten. Wie sagen wir, Angeln mit Haltbarkeit 2.1. Voll cool. Das da können wir auch noch verräumen, weil ich hätte jetzt nämlich noch gesagt, ich würde nämlich, wenn wir schon mit Bild sammeln, können wir uns auch ganz kurz noch können wir noch ein bisschen rumgüchseln. Dass wir uns mal ein bisschen draussen rumgüchseln, mal vielleicht noch mal eine Höhle suchen oder irgendetwas in die Richtung, ein paar Sachen sammeln. Und wegen dem Kartentisch habe ich geschaut, das müssten wir mit dem Kompass machen. Das heisst, jetzt muss ich zuerst mal schauen, ob wir überhaupt einen Kompass schon herstellen können. Wenn ja, müssten wir einen Kompass machen und aus dem Kompass erstellen wir dann eigentlich so spezielle Kartenteile, wo wir dann Karten erstellen können. Weil ich würde mega gerne so eine riesige Karte machen. Ich zeige euch dann das, wenn wir das alles haben. Aber ich glaube, wir können nicht mal wir können noch nicht mal einen Kompass herstellen. Doch da, Kompass. Redstone und Eisenbahnen. Ich würde sagen, wir erstellen einfach mal einen, damit wir das gemacht haben. Dann habe ich da unten noch Eisenbahnen. Nicht wirklich, ich muss sowieso wir haben das Erz da rein. Neuestens stimmt. 4 Eisenbahnen, ein Redstone. Sollte ein Kompass ergeben. Genau. So, und jetzt haben wir gerade neue Rezept verfügbar. Schau in das Rezeptbuch, genau. Und mit dem könnten wir jetzt eigentlich so eine Art, jetzt muss ich das schnell suchen, das da stellen. Eine leere Karte. Weil der Kartentisch ist nur dafür da, dass wir da irgendwie können das vergrößern oder verkleinern oder verdoppeln. Und wir bräuchten eigentlich leere Karten und dann aus leeren Karten könnten wir dann eine riesige Karte machen. Was mega cool wäre, was wir zum Beispiel da könnten tun. Dann könnten wir da so eine riesige Karte tun von ganz Minecraft. Dann können wir immer da schauen, da und da. Und dann können wir das auch irgendwie mit einem Banner zusammen. Könnten wir dann schauen, dass wir so einen Punkt markieren und alles. Und das finde ich mega cool. Darum würde ich das auch mega gerne machen. Ich gehe jetzt gerade mal noch schauen wegen dem Zuckerrohr da vorne, wie das da eigentlich da mal aussieht. Weil dann könnten wir nämlich auch mal noch weitermachen mit der Bibliothek. Sieht auch schmackhaft aus. Hat sich gelohnt, umzubauen. Also mit dem können wir sicher mal genug Papier erstellen. So, dann würde ich mich nämlich ein bisschen auf eine Reise begeben. Auf eine absolut coole Reise. Und zwar sind wir noch nie hinter das Villagerdorf gegangen. Wir sind schon in die Richtung, wir sind schon in die Richtung, wir sind schon in die Richtung. Wir sind schon im Nether gewesen, aber wir sind noch nie in die Richtung gegangen. Und ich würde sagen, das machen wir doch jetzt einfach mal kurz. Schade, dass ich jetzt die Tränke noch nicht gerade herstellen konnte, um vielleicht den Villager wieder zu beleben, wenn wir einen finden unterwegs. Aber dann hätte ich sowieso noch ein Bötchen mitnehmen und wir brauchen in dem Fall noch braune Pilze. Die Frage ist, wo finde ich braune Pilze? Und dann wollte ich noch Spinnwaben, nicht Spinnwaben, so, die sind immer noch da drin, ja, alle miteinander. Dann wollte ich immer noch so Dinge herstellen. Wie sagt man? Ja, komm. Wie sagt man denen? Wie sagt man denen? Von den Bienenli. So Honigwaben brauchen wir noch. Weil ich würde mega gerne ein paar Kerzen mal machen. So, und jetzt gehen wir einfach mal in die Richtung schauen. Durch das, dass wir jetzt einen Kompass haben, der sollte uns jetzt immer in die Richtung führen, wie wir zurückkommen. Ja, der rote zeigt uns an, dort hinten ist unser Bett.
Durch das sollte man dann auch den Rückweg mal besser finden, weil das haben wir bis jetzt immer das Problem gehabt, dass ich ein bisschen blind drauf losgelaufen bin und das Mal sind wir ja, ein bisschen besser ausgerüstet. Da hinten haben wir ein Schweinchen. Und dann hoffen wir, dass wir eben mal so ein paar Bienen finden, um denen das zu klauen, um ein paar Kerzen herzustellen, um dann unser Haus mal ein bisschen besser zu machen, schöner zu machen. Ja. Bis jetzt sehe ich noch nichts Interessantes, außer sehr viel Wald. Da hinten sehe ich Schnee. Haben wir da hinten eine Schneelandschaft? Das wäre mega cool. Das haben wir bis jetzt auch noch nicht gesehen. Eine Schneelandschaft. Eislandschaft haben wir schon gesehen, eine Schneelandschaft noch nicht. Oh! Oh! Ja, moin! Ja, Sali. Dann gehen wir doch gerade mal schnell güchseln. Das Einzige, was ich noch hätte natürlich mitnehmen können, wäre vielleicht das Bett gewesen. Aber wir schlagen uns mal durch den Abend durch. Da können wir dann Sand sammeln, wenn wir Sand brauchen. Und da vorne haben wir ein Kisteli. Eine Kisteli. Der schnappen wir uns. So. Oh, da ist sogar noch Lava. Was haben wir denn da? Verzauberte Spitzhacke, verzauberte Goldaxt mit Effizienz und Behutsamkeit. Eine Uhr, damit wir immer sehen, ob Tag oder Nacht ist. Nice. So ein paar Feuerkügeln nehmen wir doch mit. Obsidian. Obsidian nehmen wir natürlich auch mega gerne mit. Und ein Feuerzeug. Nice. Gibt es da gerade sonst noch etwas? Oh, das bauen wir ab. Das gibt mir Gold. Gold haben wir nämlich fast kein. Darum nehmen wir das mit. Sieht noch cool aus da. Ich habe zuerst gemeint, das könnte ja irgendein Anzeichen aufs End sein, aber das sieht ja, glaube ich, ein bisschen anders aus als das. Dann würde ich sagen, haben wir da mal einen guten Fang schon wieder gemacht. Hey, immer wenn wir rausgehen, finden wir mega viele Sachen. Und am Schluss sterbe ich dann wieder und verliere alles, aber das mal nicht. Das mal passiert uns das nicht. Allein nur schon aus dem... Dort hinten hat es mega viel Licht. Ist das nochmal ein Villagerdorf? Das wäre ja mega cool. Gehen wir schauen. Gehen wir gerade schauen. Wenn dort hinten nochmal ein Villagerdorf ist, dann können wir dort Villager klauen. Für unser Dorf. Dann können wir so eine Art Zugschiene hier überbauen. Dann müssen wir einfach noch Gold sammeln. Also dann müssen wir wirklich noch in eine Höhle. Aber es sieht nach einem Villagerdorf aus, ganz ehrlich. Ich habe nämlich gedacht, wir haben bis jetzt nur eins einziges gefunden. Und da hätten wir noch mal eins. Gehen wir mal güchseln. Warte mal schnell, wenn wir da schon ein Schaf haben. Und ich platze im Inventar. Können wir dich auch noch schnell... Zack! So, ist auch genug warm, gell? Laufst ein bisschen nackig rum. Fühl dich frei. Mach den Nacktflitzer. So, dann haben wir noch ein bisschen Wolle gesammelt. Von dem haben wir nämlich auch nicht wirklich viel. Aber ich glaube, es sieht wirklich noch mal ein Villagerdorf dort hinten aus. Gehen wir wirklich schnell güchseln. Da könnte man sogar wahrscheinlich in einem Bett von dort schlafen. Muss ich schon ein bisschen aufpassen, dass mich da so die komischen Viecher angreifen im Wasser. So Zombie-Wasser-Dingsbums da. Das wäre nämlich mega mühsam. Aber das wäre mega cool, wenn dort hinten nochmal... Es sieht auch cool aus. Da hat es so eine Art Turm. Da hinten hat es wie so eine Art Turm. Gehen wir schauen. Da hinten. Was ist das? Das sieht nach einem sehr komischen Zombie aus. Ist das ein Skelett? Wieso ist denn das so verpackt? So, die haben wir. Du bist so ein Wasserskelett. Das habe ich eben auch noch nie gesehen. So ein Wasserskelett-Ort. Dann essen wir zuerst mal kurz. Oder dann haben wir wieder ein Skelett. Ich habe... Wieso? Meine Maus spinnt ab und zu so richtig, dass ich nicht hin und her scrollen kann. Ich sollte mir mal unbedingt mal eine neue Maus posten. Aber wir müssen uns jetzt da durch die Wildnis durchkämpfen. Durch die ganzen Gegner. Und ich habe irgendeinen Debuff. Keine Ahnung welchen. So, nice. Da hast du mir nichts gedroppt. Schade. Komm, gehen wir da oben durch. Dann haben wir nämlich richtig viele Gegner. Und das ist auch mega gut ausgeleuchtet dort. So viel doch, dass dort noch ein paar leben. Und es sieht einiges cooler aus. Als das Villagerdorf, das wir bei uns haben. Yes, Häsli! Ja, warte, wir müssen zuerst wirklich Skelett angreifen. Oder wir rennen zuerst. So, schnell Leben auffüllen. Das sind wirklich ein bisschen viel unterwegs. Was ist denn das für ein geiles Dorf? Also wenn das ein Dorf ist, dann muss ich sagen, Chapeau, das sieht richtig geil aus. Das muss ich aber zuerst noch überleben, hä? Ich wollte da nicht unbedingt mehr so sprengen, wir haben da Villager in der Nähe. So. Das schaffen wir. Zombie-Invasion! Zombie-Invasion!
Es sind mega viele Zombies, ich spiele eigentlich auf einfach. Ich habe das Gefühl, es sind richtig viele, jetzt ein kurzer Lecker. So, nice, dann haben wir die mal erledigt. Dann können wir uns direkt mal noch schnell einen Happen gönnen. Dann haben wir ein Spinneli. Und in dem Dorf laufen auch noch recht viele Zombies umeinander und dort haben wir noch ein paar Skelette. Besonders die Skelette sind so cool, irgendwie. Was haben wir da? Nichts, okay. Also wenn da auch keine Villager mehr leben, dann bin ich langsam enttäuscht. Was haben wir da? Ein paar Brotscheiben nehmen wir mit. Also wenn da jetzt wirklich auch keine Villager mehr am Leben sind, dann muss ich mich langsam fragen, was wir falsch machen. Doch, da haben wir einen! Sally! Was haben wir da? Schneebülle. Ja, die darfst du behalten. Randensuppe. Darfst du auch behalten. Wir haben ein Dorf voll mit Villager. Juhu! Aber die sind da rundum jetzt recht viele Monster. Ich hoffe... Ah, dort haben sie einen Golem sogar. Nice. Gut, da muss ich mir gar keine Sorgen machen eigentlich. Ist da? Da hätten wir einen Braustand gehabt. Hätten wir den können klauen. Aber das ist mega cool gemacht, wie sie das da gemacht haben. Die gefallen mir mega. Mit diesen Lichtchen dran. Da haben wir auch ein Feld, aber so viele Villager-Dörfli... Ah, dort unten hat es noch mehr, okay. Das ist noch recht gross eigentlich. Oh. Da gehen wir schon auf Abstand, weil ich will nicht unbedingt, dass sich das in die Luft sprengt. Gehen wir mal in die Nähe vom Golem. Vielleicht kann der sich darum kümmern. Komm, greif an. Ja, dann locken wir ihn lieber schon ein bisschen aus dem Dorf raus. Ich habe keine Lust mehr bis in die Luft. Ah, dort bleibt er stehen. Okay. Ja, dann lassen wir ihn. So, da haben wir ein Kätzchen, ein Höhlchen. Aber ich kann jetzt auch nicht grossartig in die Häuser gehen. Wegen diesen Zombies und Creeper. Jetzt habe ich da jetzt haben sie wegen mir das riesen Loch. Es sieht so cool aus da, wegen mir haben sie das riesen Loch. Das kann es nicht sein. Und dann tun wir das wieder schnell wieder ausbessern für die. So. So, sind wir anständig. Wenn wir das Loch hinterlassen, dann auch wunderschön. So. Können wir noch da hin tun. Nice. Tun jetzt so. Das finde ich cool. Das finde ich cool, so Schneehütten. Sally. Oh, da sind zwei drinnen. Es schneit. Oh mein Gott. Es schneit, es beilet. Es geht ein kühler Wind. Und die Mädchen legen die Hände an. Und die Buben laufen geschwind. Achtung! Zombies! Renn! Nein, nicht sprengen, nicht sprengen. Nice, okay. Nice, okay. Oh mein Gott, das schneit mega cool. Was haben wir da drin? Du bist obdachlos, hä? Der ist obdachlos. Das ist mega cool da. Was haben wir da? Da haben wir auch nochmal einen Villager drin. Da hat ja ein leeres Bett. Komm da rüber. Könnten wir jetzt eigentlich schon reinliegen? Sollen wir schnell reinliegen? Komm. Warten wir schnell, bis es Tag ist, wenn wir uns dann mit den Zombies umschlagen. Gute Nacht. So, guten Morgen. Jetzt sollten eigentlich alle verschwunden sein. Es ist immer noch am Schnee. Ich weiss auch nicht, ob... Ah nein, jetzt hat es aufgehört. Schade. Schade. Habe ich noch mal cool gefunden. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass es schneit. Da haben wir einen Golem, da haben wir ein Dings. Ein Enderman. Achtung. Was ist das da? Ja, Sally? Bist du da eingesperrt gewesen? Ja, moin. Keine Kiste drin, okay. Hey, wir haben wirklich ein cooles Dorf gefunden. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Wir haben so ein richtig cooles Dorf gefunden. Mir gefällt das mega. Dann lassen wir die alle da ihre Arbeit machen. Und dann müssen wir uns merken, dass wir da ein Dorf haben, da hinten. Und dann könnten wir da zum Beispiel eben Zugschienen ansetzen. Und dann können wir die Dörfer verbinden. Das heisst, wir müssten mehr auf Goldjagd gehen. Miau, miau. Ja, das ist aber auch mega gross und mega schön. Wieso sieht das Dorf bei uns nicht so schön aus? Da nehmen wir noch ein paar Pfeile und Knochen, die sammeln wir doch gerne mit ein. Was haben wir da? Ein Ofen. Okay. Okay. Nice, dass wir so ein Dorf gefunden haben. Warte, oben haben wir noch ein Hütchen, das schauen wir doch gerne noch an. Ich greife mich nicht an, es ist Tag. Hey! Hey! Jetzt warten wir da. Wenn wir Glück haben, fängt er nämlich an zu brennen. Oh, ist schon tot. Nice. Was haben wir da? Auch noch ein kleines cooles Hütchen. Okay. Aber sehr wenig Kisten. Sehr wenig Kisten, dafür ein mega schönes Dorf. Sind wir da drin noch schon gewesen? Weil der andere ist, glaube ich, irgendwie eingesperrt im Gebäude. Soweit ich das jetzt gesehen habe.
Aber ich habe Angst, dass wenn wir jetzt zu viel da drinnen rumlaufen, dass wir am Schluss wieder unsere Villager, also die Villager da jetzt wieder umbringen. Weil es ist bei uns im Dorf passiert, dass die dann alle gestorben sind, nur weil wir wahrscheinlich eben die ganze die Monster halt spawnen um uns rundherum. Immer in einem gewissen Grad. Oh, da haben wir reingeschaut. Okay. Dann lassen wir ihm den Rest. Da haben wir wenigstens ein paar Sachen gefunden. Sally? Was machst du da? Nein, Nudeln. Welcher Villager nervt? Du hast, glaube ich, so eine Art Beiz oder so. Und da sind wir auch schauen schon. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir da vom Dorf schon mal plus minus alles gesehen. Ziemlich nice. Oh, ist das nicht eine Lamsame? Ich glaube, wir sind langsam durch den Angriff von dem Skelett. Aber ich würde sagen, hey, wir haben schon fast wieder das Inventar. Oh, Jägerli. Wir haben sogar ein bisschen Schnee. Schneebölle. Aber wir haben Gott sei Dank haben wir einen Kompass dabei. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter in eine Richtung. Der Kompass zeigt in die Richtung. Wir gehen einfach mal in die gegengesetzte Richtung. Gehen wir mal güchseln. Ob wir noch etwas Wunderbares finden. Etwas Cooles. Und das Dorf, das sollten wir einfach wiederfinden. Das ist ja nicht so spektakulär weit weg. Jetzt haben wir irgendeine Art Riesenturm. Oder ist das einfach wieder eine Eislandschaft? Wir haben recht viel Eislandschaft um uns herum. Wenigstens haben wir eine Schneelandschaft. Ich finde das cool. So ein bisschen Schnee. Was mache ich eigentlich mit diesen Schneebällen? Das ist noch eine gute Frage. Kann ich die einfach so rühren? Ah ja, wer sagt's? Okay. Nice. Können wir eine Schneeballschlacht machen? Schade, bin ich ganz allein. Das zweite würde ich noch abböllern. Ich bin da irgendwie so komisch rundherum jetzt geslidet, okay. Jee, Schneehäsli. Jee. Schau, der hoppelt weg von uns. So herzig. Eislandschaft ist mir gesagt worden, es sollte eigentlich nicht so viel haben. Wir schauen trotzdem, ob wir irgendeine Art Ballast oder so würden sehen, aber ich gehe nicht davon aus, weil uns ja gesagt worden ist, da gibt's nix. Da gibt's nix. Es sieht auch so aus, dass es da wirklich nichts gibt. Ich bin nur da an, weil der Turm hat mich ein bisschen fasziniert. Der hohe Turm da vorne. Vielleicht finden wir ja die Eiskönigin mal schauen. Aber ich sehe nicht danach aus. Was ist da? Einfach Lava. Wir finden immer einfach Lava irgendwo. Also das Einzige, was wir noch nicht gefunden haben, wir hätten ja noch braune Pilze sammeln. Waben wollte ich noch sammeln. Aber bis jetzt, ja, sind wir wieder in einer Eis-Schnee-Landschaft gelandet. Aber eben der Rückweg ist easy zum finden. Der Rückweg ist easy zum finden, mit dem Kompass, Gott sei Dank. Hier, humpelt jetzt mit mir mit oder rennt der von mir plus minus davon? Was haben wir da unten? Ui, der hat aber recht Schaden bekommen jetzt gerade, hä? Da könnten wir mal schnell reingüchseln. Kommt doch nicht noch weiter runter. Zombie! Ach. So. Ich glaube nicht, dass da wirklich viel hat. Es ist so ganz kleine Schlücht. Die Venen gehören Wasser irgendwie, darum ignorieren wir das. Keine Lust, dass wir uns selber überschwemmen. Ist das ein Tannenbaum oder so? Was ist das? Neue Rezept verfügbar! Was ist denn das? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich habe etwas da. Spitze Tropfstein. Okay? Ein spitze Tropfstein. Hat irgendwie eher ausgesehen wie so eine Art Tannenbaum. Wäre jetzt noch cool gewesen, hätten wir einen Tannenbaum gefunden. Da gibt es auch nichts. Okay. Und dann haben wir, ich glaube, kommt jetzt aber nicht raus. Es sollte jetzt Eisen sein, hoffe ich. Oder was genau das soll sein. Nein, neues Rezept. Ist das ein neues Material? Okay, nehmen wir mit. Nehmen wir doch mit. So. Keine Ahnung, für was wir das brauchen. Ich habe den neuen Patch immer noch nicht angeschaut. Aber da gibt es mega viel. Nehmen wir doch mit. Oder ist das jetzt einfach Eisen? Das ist doch einfach Eisen, nicht? Roheisen und Rohkupfer. Es gibt jetzt Kupfer im Spiel. Ja, nice. Das habe ich auch nicht gewusst. Man lernt immer etwas Neues. Gut, ich muss sagen, ich empfinde das so, dass ich vom Anfang bis zu jetzt habe ich mich, glaube ich, recht gesteigert. Also wir sind schon viel besser als ganz am Anfang. Da bin ich ja wirklich noobhaft unterwegs gewesen. Ich bin jetzt auch noch noobhaft unterwegs, aber schon ein bisschen besser als sonst auch schon. So. Mal Lucky machen. Wenn ihr etwas Spannenderes findet, gar nicht davon aus, aber jetzt haben wir wenigstens mal Kupfer gefunden. Rohkupfer. Keine Ahnung, was wir mit dem machen wollen. Gibt es jetzt eine Kupferrüstung? Das wäre auch noch lustig. Das ist nicht nur mehr Eisen. Aber es ist ja auch cool, dass jetzt das mal dazugekommen ist, dass jetzt nicht nur Eisen und Gold gibt, sondern auch Kupfer. Das hat irgendwie schon immer ein bisschen gefehlt.
So. Aber also das geht wirklich ewig, die Schneelandschaft. Ich kann erwarten, dass wir schneller durch sind. Aber die geht ewig. Können wir ja noch schnell reingüchseln? Schnell einmal ausleuchten, bevor wir da mehr machen. Aber das sieht auch nach einfach so einer kleinen Dings aus. Okay, am Anfang haben wir noch etwas abzubauen gehabt. Das können wir ja noch schnell holen gehen. Das können wir uns ja noch schnell gönnen. Ist das jetzt Kupfer oder Eisen? Das ist, glaube ich, jetzt wieder Kupfer. Oder Eisen. Ich kann es nicht mehr unterscheiden. Ich kann es wirklich jetzt nicht mehr unterscheiden. Es sieht beides irgendwie ähnlich aus. Muss man beides nebeneinander sehen mit Licht, dass ich da ein bisschen draus komme. Was ist. So, gehen wir mal weiter. Da haben wir noch etwas. Aber das sieht nicht so spektakulär aus. Das sieht nicht so spektakulär aus. Ich bin ganz überlegt, ob ich so einen Hasen umbringe, um zu schauen, ob wir etwas von dem bekommen oder nicht. Aber irgendwie finde ich das mega assi. So Hasen umbringen. Nein, danke. Die sind so cute. Da haben wir irgendeinen Eingang, der noch mega speziell aussieht. Ui. Ui, da würde ich aber gerne rein. Das sieht so mega... Ja, das sieht noch geil aus. Komm, das sieht noch geil aus. Nein, ich brauche das da. Das sieht noch geil aus da. Da könnten wir rein schauen. Aber ich baue mich gleich ab, dass wir auch genug Materialien haben, um wieder aufzufinden. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht plötzlich einfach das Loch ab. Ja, packen wir gerade ein, wenn wir schon da sind. Let's go. Es wäre aber noch cool, wenn wir Gold würden finden. Wir haben ja ziemlich gut Eisen wieder verschwendet. Ist eigentlich auch gut, dass man von dem ein bisschen etwas findet. Ist das auch so eine Höhle, die runtergeht und einfach voller Materialien? Okay, Jan, moin. Dann zacken wir uns die doch schnell ein. Ich habe jetzt mehr gehofft. Es hat nach mehr ausgesehen. Es hat jetzt wirklich nach mehr ausgesehen. So. Ist einfach so wirklich so eine Art Schlucht, ja. Mit einfach Materialien drin. Ja, das gönnen wir uns. Das gönnen wir uns doch. So, macht aber noch schnell Fackeln an. Oh, das habe ich nicht wollen. So, ich höre natürlich auch Zombies, aber die müssten irgendwo an einem komplett anderen Ort sein. Die müssten wirklich an einem komplett anderen Ort sein. So, das buddeln wir noch alles weg da. So. Zu Kohle sagen wir natürlich auch nicht nein. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, das einzusammeln, dann machen wir doch das. Und ich meine, an Level schadet es uns nicht. Wir müssen sowieso schauen, dass wir ein bisschen Level sammeln, damit wir ein bisschen schneller unsere einmal eine Diamantenverrüstung machen, ja? Gut, ich muss glaube ich noch mehr Diamanten dafür haben. Ich glaube, mit so wenig Diamanten, die wir haben, schaffen wir vielleicht ein Teil. Und ich wollte unbedingt eben ja, ich muss Ständer, ich weiss. Ich wollte unbedingt den Ständer haben, wo man Kleider parat anstellen kann. Dass wir mal so einen Rüstungsständer. Dort oben ist noch Eisen, das wollte ich noch. Oder ist das jetzt Kupfer? Nein, das ist jetzt Kupfer. Das sieht danach aus. Okay, ich habe es geschnallt, das andere ist heller als das. Das andere ist eindeutig heller als das. Okay, jetzt hängen wir da in einer Schlucht fest. Aber wisst ihr was? Wisst ihr was? So, wir buddeln uns da ganz kurz schnell ein. Und würden eigentlich... Hey, was ist jetzt passiert? Wieso ist jetzt da? Okay. Und dann würde ich sagen... Weiter schauen, tun wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Minecraft mit Schweizer. Ich danke vielmals fürs Einschalten, ich hoffe, es hat Spass gemacht. Wenn ja, tun wir nicht vergessen, aber nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis in der nächsten Folge.